Welkom naar onze korte Auntwuaten voor Groote Froagen. En vandaag de vraag is, wer is Gott? Ik wil een paar dingen doorgaan, wo we Gott kan verstaan en wer hij is. Usually, wenn wir von Gott reden, dann, wir reden von einer Person, wir reden von einer Person, was wirklich ist. Gott ist nicht eine abgemerkte Person, er ist nicht bloß eine Idee, er ist nicht bloß ein Vorbild für uns, er ist nicht bloß eine Energie, er ist eine Person, was wirklich ist. Zweitens, wenn er eine Person ist, er hat einen Willen, er hat einen Gedanken und er hat eine Seele. So müssen wir durchgehen, was wir mit dort meinen dann. Usually, dass er einen Gedanken hat. In Englisch sagen wir, er hat in mind. Er kann denken. In Jesaja Kapitel 55, 8 und 9 Vers sagen sie das. Die denken nicht so als ich denke. Und jene Wege sind nicht so als meine Wege, sagt der Herr. So viel höher als der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als jene Wege. Und meine Denken als jene Denken. So Gott sagt, seine Denken ist höher als unser Denken. Und seine Gedanken sind deep und die sind vollkommen und die sind perfekt. Zweitens, Gott det Willen. Gott kann entscheiden. Und wir zijn vierten Gott, der Welt, Gott macht eine Entscheidung und bis eine Person kann eine Entscheidung machen. Wir zijn dat Gott hat Feiling. Wir zijn in der Bibel dat Gott ist ein Gott, was euer hat. Gott ist ein Gott, was Leif heilen det. Gott jammert sich. Gott wird doll. Gott hat Treue. Und all die Feiling, was wir durchgehen, was wir haben die Welt, wir sind in Gott sein Ebenbild gemacht. Gott hat eine Seele und er hat Feiling, Praxis, irgendeine Seele, was haben. Ein Ding, was ist sehr wichtig zu verstehen, wenn wir von Gott reden, dann, ist, dass Gott ist ein Geist. Wenn wir von Menschen reden, dann, wie wir Menschen sind, wir haben einen Körper, wir können uns Körper anschauen, wir sind fleischlich. Aber Gott ist nicht fleischlich, Gott ist ein Geist. Johannes Kapitel 4, 24 Vers sagt es das. Gott ist Geist und die anbeten, wollen am Geist und an die Wahrheit anbeten. So, wenn wir wollen mit Gott Gemeinschaft haben, wir können nicht in Gemeinschaft haben mit einem in kraxende Weise, so wie mit Menschen tun. Wir müssen durch uns Geist mit Gott sein Geist in Gemeinschaft haben. Wieder die Bibel lehrt uns auch, dass Gott groß ist. Du ist keiner, was ewig Gott ist. Du ist keiner, was gerade als Gott ist. Gott ist vollkommen. Gott ist perfekt. Gott hat keinen Fehler. Und Gott kann nicht besser werden. Jeremia Kapitel 10, das erste Vers sagt es das. Herr, keiner ist so als du bist. Du bist großartig und du hast eine große Macht in deinen Namen. Und dann wieder, Gott ist der Erschaffer. Alles, was gemerkt ist gemerkt von Gott und für Gott. In Klasse Kapitel 1, das sagt, alles wird durch Jesus gemerkt, von Jesus gemerkt und für Jesus gemerkt. Und dort meint dort, ich und du und alles, was in der Welt ist, hat Gott gemerkt. Und das ist, wegen er ist den Anfang von alles, was einen Anfang hat. Dort wird wir uns sein. Alles, was nicht Gott ist, hat den Anfang, hat den Anfang. Psalm 90, der zweite Vers, sagt es das. Eire Boah, für ein Tag gebracht wird, oder eier du die Erde in der Welt verstellst, bist du Gott in aller Ewigkeit. Wir sind hier, dort Gott ist ewig. Er ist der, was über alles ist. Er ist der, was noch einmal ist gewesen. Und er wird du, wenn den Anfang anfangen wird. So wir haben einen großen Gott, was wir anbeten tun. Wir haben einen Gott, was über alles ist. Wir haben einen Gott, was besser als irgendeiner ist. Und das ist ein Gott, was ich will die anrufen, anladen von dir, weil wir diesen Gott anbeten. Das ist eine Korte Auntwuaten von der Groote Froagen. Gottes Segen.